Und herzlich willkommen zurück zum mittlerweile letzten Part von Naruto Generations. Oh ja, ihr habt richtig gehört, es wird der letzte Part dieses Let's Plays sein. Und deshalb will ich euch noch kurz zeigen, was hier im Überlebensmodus noch alles gibt. Weil den Story-Modus haben wir bereits beendet. Was wir noch sonst tun könnten zukünftig wäre der Online-Modus. Aber dazu wird dann ein neues Let's Play starten. Quasi so wie Let's Fight Online und so, wa? Okay. Gut, wie bereits auch schon mal kurz gezeigt, hier der anfängliche, oder die Einführung, oder? Genau, Einführung, Überleben. Oder einfaches Überleben, aber eher. Generell war es wirklich eher einfach. Im Überlebensmodus ist es so, dass ihr mit einem Charakter, den ihr auswählen könnt, hier antritt. Und zwar immer der Reihe nach gegen die anderen. Das Problem dabei ist eigentlich, dass ihr zwischen den Kämpfen keine neue Energie bekommt. Außer natürlich, ihr habt besondere, ich sag jetzt mal, Errungenschaften gemeistert, zum Beispiel in einer bestimmten Zeit gewonnen oder einen bestimmten Rang erreicht. Dann bekommt ihr prozentual neue Gesundheit zurück. Bringt euch natürlich nicht viel, wenn ihr irgendwie, sagen wir mal, hier zum Beispiel gegen nostalgisches Team Kurenai, wenn ihr hier jetzt mal ganz Pech habt und gegen den ersten Gegner, sprich jetzt in diesem Fall gegen Hinata, bereits einige Prügel bezogen habt und dann nur noch wenig Chakra habt, beziehungsweise halt wenig Energie, dann bekommt ihr natürlich keinen guten Rang, sprich etwa Rang C oder so, und dann bekommt auch nicht mehr viel Energie dazu. Und mit wenig Energie gegen zwei weitere Kämpfer dürfte es schon relativ happig werden. Gut, aber hier beim einfachen Überleben war es nicht so das Problem. Hier beim Anfängerüberleben, da bin ich noch stecken geblieben. Hier habe ich hier soweit mehr oder weniger erledigt. Wir fangen auch hier, sag ich mal, einfach an, war mit zwei Kämpfen, hier waren es bereits 3 Gegner hintereinander. Hier 4, sogar hier 5 und jetzt wird es langsam echt, ich sage jetzt mal, asozial. Das wird echt fies, ey. 6 Gegner, hier 8 Gegner, die habe ich auch besiegt und jetzt hier. Mechtfru.de, ich habe keine Ahnung, was das für eine Abkürzung sein soll. Ist auch ein seltsames Team, oder? Ich meine, Gaara, Kankuro, Temari, die waren zwar mal Gegner, aber jetzt nicht mehr. Mächtige Feinde. FDE, aber was soll das sein? Ja, keine Ahnung, dann fehlt nur noch eine Gruppierung, könnte man so sagen, und dann ist auch schon das anfängliche Überleben-Modus beendet. Gut. Okay, ich zeige euch mal, was hier so vonstatten geht. Ihr könnt ja Teamkampf oder Einzelkampf wählen, da wir bisher nur Einzelkampf hatten, zeige ich euch mal den Teamkampf-Modus. Zuerst mal ganz gewöhnlich, wählt ihr einen Charakter. Ich wähle für gewöhnlich Minato, da ich mit ihm am besten umgehen kann. Dann als Teampartner habe ich mich mal ein bisschen, auch im Internet ein bisschen umgehört, was da die beste Kombination und so ist. Für mich persönlich habe ich noch nicht die perfekte herausgefunden, aber mal um etwas ganz Kurioses zu bringen und etwas völlig Abstraktes, nämlich mal Kabuto in seiner Schlangenform als Angriffstyp und dann den maskierten Mann alias den ersten Tobi hier, auch mal einen Angriffstypen. Gut, und das war's schon. Und jetzt kommt zum Kämpfen. Zuerst gegen Hakun. Der hat Gaara und einen Knochentyp hier als Partner. Naja, kann ja was werden. Hakun habe ich ziemlich schwierig in Erinnerung, muss ich schon sagen. Da seht ihr schon, mit L1 und R1 kann ich die Gegner zu mir rufen. Sag's mal so. Und die kämpfen dann für mich. Jetzt hat es gerade irgendwie funktioniert, sonst funktioniert normalerweise nicht so gut. Okay, ich greife an. Minato, 3 Kreuzer, geht doch. Alter, manchmal wieder nicht. Tobi, du darfst. Gaara, ich hab kein Interesse an dir. Oh, nein, nicht der Knochentanz. Nein, der ist fies, ey. Hilf mir. Dann Kabuto oder Kabuto Maru, nicht wahr? So wird er auch genannt. Oh, Mann, und ich muss gegen 8 hintereinander fighten. Oh, danke Gaara, aber natürlich mal nicht gesehen. Ey, was soll... Ach. Doppelte Unterstützung, sage ich das nur. Oh, nicht schon wieder der Lerchentanz, ganz vergessen. Alter Haku, jetzt reißt mir aber mit dir.
Oh, ich habe kein Ausweichen mehr. Das ist doch wohl... Der weiß genau, wie er kämpfen muss. Der weiß es einfach ganz genau. Oh, der hat echt das perfekte Team dabei. Alter, hey. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ein Griff von Rasingane. Alter, scheiße. Scheiß die Wand voll. Ist doch einfach nicht zu fassen. Ja genau, im Erwachzustand könnt ihr eure Teamkameraden nicht einsetzen. Das geht nicht, das geht nicht. Das ist fällig. Ist aber leider nur ein kleiner Trost, denn ich muss, was ihr gleich sehen werdet, mit dieser... So. Teamwork. Jetzt muss mit dir ein bisschen Energie gegen den Rest noch antreten, ja. Terminator, das mag zwar sein, aber eine gute Figur hat er trotzdem nicht hinterlassen. Seht ihr Rang C. Und jetzt bekomme ich 8% Energie dazu. Das ist einfach zum Mäusemelken. Und deshalb kann ich das auch gleich mal vergessen. Ja, kann ich bitte ein bisschen schneller laden. Ich will hier abbrechen. Oh ja, zurück zur Überlebensauswahl. Ich meine, sorry Leute, aber ich habe so keine Chance, ganz ehrlich. Ich muss nochmal von neu anfangen. Haku ist so übel, hey. Beim Teamkampf, nee, wisst ihr was, ich mach's alleine. Da war mir Haku wirklich gerade vollkommen überpowered. Vor allem, wie soll ich diesen dämlichen Lerchentanz in allem ausweichen? Ich kann nicht dauernd das Tauschjutsu anwenden. Ja. Ist einfach zum Mäusemelken. Dann läuft es aber ziemlich gut. Ja, ihr merkt auch, ich bin ruhiger und auch nicht mehr so geschwind im Regen. Das liegt dann ganz daran, dass ich mich auch konzentrieren muss. Und mit ein bisschen Konzentration geht es schon viel besser. Ja, zu weit weg. Jetzt hat's geklappt. Bäm. Und tschüss. Ich sage tschüss. Haku, ich will dich nicht mehr sehen. Schlitz. Das war's mit Haku. Jetzt hingegen dürfte ich ziemlich viel neue Energie bekommen. Rang S sogar, hey. Ich war auch noch ziemlich flott in der Zeit, das seht ihr gleich. Zeitbonus 13 plus Rangbonus 12%, 25% Energie. Ein Viertel der Gesamtenergie, sprich von 2 Leisten, wird wieder aufgefüllt. Cool, oder? Und jetzt gegen Zabuza. Aber die richtig harten Typen, die kommen erst noch. Zum Beispiel Kabuto und Orochimaru. Ja, Zabuza, was machst du? Hä? Was machst du? Hat er mir doch gar nicht reingefunkt. Was soll denn das? Bäm! Und tschüss! Yeah, Odama Rasengan! Finish him off! Bäm! Naja, hätte er auch gehabt können. Grenn dich nicht, Zabuza, du hast einfach keine Chance gegen mich! Yeah!
Sorry, Alter, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte das normale Jutsu anwenden, das Ultimate. Da habe ich einmal zu viel auf den Dreiecknopf gedrückt. Sorry, mein Fehler. Niemand kann mich fangen. Ja, ich wünsche es wäre so. Wieder mal Rang so wieder mal dürfte es eine volle Leiste geben. Ganz ehrlich, bisher habe ich diesen Kampf, bzw. diese Gruppe, 3-mal versucht zu bekämpfen. Und so gut bin ich noch nie in den dritten Kampf gestartet. Gara habe ich allerdings auch schon mal ganz easy innerhalb von einer Minute platt gemacht. Oh, das war knapp. Ich wollte ganz zu mir hinlaufen. Was machst du, Gara? Was machst du? Nein, nein! Wow. Jetzt. Verdammt! Nein, ich Trauerzug der Wüste! Au. Au, meine Knochen. Alle gebrochen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, hä? Ich bin der... Nein! Do. Alter! Wieso machst du mir heute so viel Mühe? Machst doch sonst auch nie. Sag mal, kann das sein, dass jeweils der Schwierigkeitsgrad bei denen variiert? Weil ganz ehrlich, diesmal war Haku ziemlich einfach als auch schon. Ist viel einfacher als auch schon mal. Und Gara ist viel schwerer als die letzten beiden Male. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Leck noch am Schöpfli, hey. Und tschüss. Er hat im falschen Moment versucht, seinen Chakra wieder aufzuladen. Bam. Ja, wie jetzt? Willst du mal verarschen? Ja. Selber schuld, der Gute. Das war der dritte Kampf hintereinander und auch das dürfte Rang S oder Rang A geben. Rang C? Hey, Alter, ich hab 46%! Kapier ich nicht. Ganz ehrlich und einfach, das kapiere ich nicht. Aber ist ja auch so lang wie breit. Oh ja, das gibt's manchmal auch. So besondere Kampfziele. Zum Beispiel hier, erstens Bonus für Sieg innerhalb von 30 Sekunden, Regeneration von 3% Gesundheit. Falls ich siege natürlich. Ja, wieso steht da noch im Falle des Sieges? Es steht doch schon oben Bonus für Sieg. Ja, egal. Bonus für Siege ohne Sprung. Ohne Sprung. Eine Vermutung, was er meint, aber... Das ist, was ich meine. Man versucht dauernd sein Marionettenspiel aufzuziehen. Und tschüss, Kanguro. Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Hatte mich doch glatt ausgeblockt. Nein! Oh, dämliche Puppe! Hass diese Puppenspieler, Mann! Werd mal erwachsen! Yeah! Hier bin ich schon wieder, Kankuro. Na, hast du mich vermisst, hä? Das glaube ich dir nicht. Das Mal ist relativ easy. Also ich auch schon mal schwer in Erinnerung. Echt seltsam, wa? Und Bane! Hallo, Alter. Mann, langsam reicht's mir aber. Ich hab keinen Bock mehr. Und... Roundhouse Kick. Voll in die Schnauze. Das war ein Junge namens Kankuro. Habe ich jetzt einen Sprungbonus bekommen? Weil ein Sieg innerhalb von 30 Sekunden habe ich garantiert nicht. Was, bin gesprungen? Echt? Weiß gar nicht mehr. Egal. Was soll's? Versuchen wir gleich noch den nächsten Fight.
Wenn es gerade so gut läuft, oder? Kampf Nummer 5 gegen Temari. Oh nö, ey, schon wieder eine Frau. Ich schlag eine Frau, wie oft denn noch? Minato macht's vielleicht, aber ich mach es nicht. Rasenrenker. Und tschüss. Oh, diese Trottel, diese... Wow. Das war nicht gut, das war nicht gut. Minato, das war dumm. Au. Hat mich glatt aus dem Bild katapultiert. Bäh. Hinter der bin ich. Da war ich ein bisschen schneller, Mädchen. Ja! Spüre die Kraft des 4. Hokages. Du gehst nicht in der Wachzustand, das kannst du knicken, hey. Ja, niemand ist schneller als der gelbe Blitz. Ja, geht's wieder mal Rang A, oder bin ich wieder mal auf Rang C? Oh, Rang A. Überrascht mich ein wenig. Bonus, er kam. Ja, ich war doch ziemlich gut. Jetzt. Oh nein, jetzt kommt der. Oh nein, Kimimaro, der Knochenfritze. Oh mein Gott. Leck vom Chip, leck vom Arsch. Ist mir egal, wo man leckt, aber der ist einfach übel. Ein dämlicher Lerntanz. Genau so meine ich. Kimimaro, ey. Der ist echt verdammt stark. Das wird ein langer Kampf, Freunde. Das wird ein langer Kampf. Und deshalb muss ich mich auch mehr konzentrieren. Ich hoffe, es sei mir nicht allzu böse, wenn ich nicht allzu viel kommentieren werde und mich mehr aufs Konzentrieren konzentriere. Wow. 1A-Satz. Natürlich aufs Fighten konzentriere. Oh, ich habe nochmal keinen... Nein! Ai, Caramba. Das kannst du vergessen. Mann, der mit seinen Fingerkuppen. Ich will nicht, dass du mich verkuppelst. Ja. Im richtigen Moment angegriffen. Er konnte nicht mehr blocken, es macht dringend Chakra. Im Sprung erwischt. Jetzt beende ich es. Yeah. Oh, das war nicht klug, Nein, nicht Stufe 2. Alter, verdammt. Schwein gehabt, hey, Schwein gehabt. Der kann in Stufe 2 sowas von reinhauen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Minato, der wollte dich nicht fangen, der wollte dich zum Abendessen verspeisen. Oh, Schwitz. Na klar, bei ihm Rang C. Ja, leck mir doch am Schöpfli. Gott verdelisiert noch einmal. Egal. Ich bin immer noch im grünen Bereich. Kampf Nummer 7 von insgesamt 8. Gegen Kabuto. Eigentlich ist er relativ stark, aber andererseits hat er gerade so einen guten Lauf und daher... Macht er eigentlich nichts? Seltsam. Wirklich seltsam. Da stimmt doch was nicht. Oh, das kann ich sehen. Ähnliches Skalpell-Jutsu. Daneben, Kabuto, besorgt dir doch eine bessere Brille. Und das war's. Wow, wer hat das gemacht? Wie konnte der kontern? Er hat doch sein eigenes Jutsu angesetzt. Er beherrscht Erz-Jutsus, na klar.
Verdammt, hätte beinahe geklappt. Da war es doch eins von meinen Kombos. Hä? Hey, ich stand hinter ihm, ja. Nur weil er mich mit seinen dämlichen Füßen getroffen hat, oder wie? Sowieso nach alten Gouda stinken. Du bist tot! Du bist tot! Nicht ich, du bist tot! Hey, ich bin aber... Nein, 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 nein! Das darf nicht wahr sein, ey! In den Arsch geschossen. Er hat mir in den Arsch geschossen! Was habe ich hier bitte schön falsch gemacht? Ich bin ihm dauernd ausgewichen, habe dauernd gekontert. Aber natürlich, er setzt einen Jutsu ein, ich weiche aus, stehe hinter ihm. Er greift natürlich weiter nach vorne an, ganz normal, aber trotzdem trifft er mich mit seinen Füßen nach hinten und ich fliege dann weiter nach hinten. Ach Gott, der kassiert nicht mal. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mir reicht's. Das war der Überlebensmodus. Ihr habt schon gesehen, hier braucht man sehr viele Nerven, weshalb ich das Teil auch nicht Let's Play werde. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr echt vergessen. Gut, wir haben ja viele Kohle, also ab in den Shop. Und dann noch kurz zum Info-Zelt oder was auch immer das war und dann ist das Let's Play beendet. Ein neues Tauschminuten-Item hinzugefügt, was ja. Ja, ich war ja schon mal kurz drin, habe zwar noch nichts gekauft, aber ja gut. Was kann man hier schon groß kaufen? Ihr seht hier zum Beispiel Tausch-Item, die halt ein bisschen anders aussehen, aber der Effekt bleibt der gleiche. Hier zum Beispiel mit dem Schriftzeichen für Liebe drauf, hier Ninja-Weg, Konoha und so weiter und so fort. Ich habe genug Kohle. Jetzt wird der Laden ausgeräumt. Aber alles haben wir noch nicht, wie man hier gerade sieht. Ich habe noch einige Fragezeichen. Was ist hier eine Trophäe verdient? Erster Einkauf. Aha. Ja, jetzt sind wir treue Stammkunden. Shiraku-Box. Shiraku-Box als Tauschjutze. Ja, nee, ist klar. Tsching, tsching. Was gibt's sonst noch? Unverkäuflich, ja, ist auch gut, ja. Machtanzug. Unverkäuflich. Ja, nee, ist klar. Wenn es unverkäuflich ist, wieso bietet ihr es dann hier an? Fragen über Fragen. Paradies. Ein Satz der Romane aus Shirayas Flirtreich. Kashataki ist ein großer Fan. Wissen wir doch. Die Insektenbox. Und Chino. Dann noch... Hier. Octopus Tentakel. Talents Octopus Tentakels. Den Killer Bee im Kampf mit Sasuke als Ablenkung verwendete. Könnte man verwenden, aber nur wenn man Killer Bee ist, weil sonst ist es ein bisschen crazy. Es gibt keine Items mehr zu kaufen. Du bist ein Loser. Hä? Wie jetzt auf... Es gibt keine Items zu kaufen, du musst wieder gehen, ja. Nahrungspille. Hier kannst du Ninja-Werkzeuge kaufen. Erworbene Ninja-Werkzeuge kannst du über deine Sammlung zu deiner Ausrüstung nehmen. Solche Ninja-Werkzeuge kannst du im freien Kampf oder im benutzerdefinierten Ranglistenspiel im Online-Kampf benutzen. Wähle die Werkzeuge, die deinem Spielstil am meisten entgegenkommen. Nahrungspille einerseits, dreierseits. Hier gibt es sicher noch einiges abzustauben. Ching ching! Ausverkauft, na klar. Das haben sie alles jemals einmal auf Angebot, nachher ist alles ausverkauft. Ausverkauft, ausverkauft. Es ist alles ausverkauft. Oh je, oh je. Tauschschrift. Was ist Schöpfungszeichen? Wird der Feind getroffen, nimmt seine Angriffsstärke kurzzeitig ab. Wirkt länger als ein Erschöpfungszeichen und ist deshalb sehr praktisch. Ja, das ist ja auch ein X-Modell, oder? Dreier-Set, kann man also dreimal einsetzen. Gut. Verteidigungsbuchzeichen. Wird der Feind getroffen, nimmt seine Verteidigungsstärke jetzt kurzzeitig ab. Gut, wenn du die gegnerische Verteidigung schwächen möchtest. Interessant.
Trägheitszeichen. Wird der Feind getroffen, nimmt sein Bewegungstempo kurzzeitig ab. Nützlich, um einen Tempovorteil zu erzielen. Ah. Interessante Informationen. Das könnte vielleicht künftig noch im Überlebensmodus oder im Online-Modus von Nutzen sein. Schleuder-Kunai. Kunai schießen aus einer auf den Boden geworfenen Tasche. Eine Waffe mit geringem Schaden, aber nützlich als Falle. Ja, wieso nicht? Und der Paar zieht wieder hin, hey. Und wir haben so viel Kohle. Kohle. Blitzschlag Kunai. Okay, ein Kunai aufgeladen mit Raito-Energie. Mit dem Blitzelement. Hier ist noch eins. Es muss hier noch irgendwo eins geben. Ah, da oben. Hab ich gerade gesehen. Verteidigungsabbruchzeichen oder Bruchzeichen. Und du kannst nichts mehr kaufen. Out of the order. Ja. Hier ein schönes Ninja Infocard Bilder kaufen. Ach, ein Online-Modus, war? So eigentlich nicht. Ching, ching. Nur 4 unverkäuflich. Und überall ist Naruto dabei drauf. Hier sieht er ein bisschen verschlafen aus. Hier als Shippuden. Ein 5K-Kongress, glaube ich, oder? Ja. Naruto, wie er lebt und lebt. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Sakura, wie sie sich wieder freut. Diesmal auf Naruto, hier als Kind, wa? Sexy. Und hier, wie sie mal völlig außer Kontrolle ist. Die böse Sakura. Schneller laden, bitteschön. Sasuke. Mit der Power des Fluches. Sakura, wie sie vollkommen außer sich ist. Und ein bisschen Kakashi-Power. Ja, Kakashi. Oh. Das dürfte wohl der Kampf gegen Itachi gewesen sein, noch aus der ersten Serie. Gut, hier haben wir noch... Oh Mann. Alter, wie der aussieht, hey. Naja, sei es doch. Ein bisschen Liebhaber. Oh Mann, haben wir hier noch viel freizuschalten. Ist nicht zu fassen. Würde mich mal interessieren, wie man die eigentlich freischaltet. Also ob es bestimmte Muster gibt oder ob die zufällig freigeschaltet werden. Ino, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Was haben wir sonst noch alles? Nicht mehr so viel war. Oh, jetzt kommen wir bereits zu Gaara. Gaara aus der Wüste. Als trauriges Kind, keiner hat ihn lieb. Hier will er gar nicht, dass die Leute ihn lieb haben. Hier ist ein bisschen wie die Wildkatze war. Und hier als Katze Kage. Hier hingegen weniger. Und hier haben wir bereits Jiraiya. Aber wie viel hat sie eigentlich noch? Weil sonst mit der Zeit ist es auch ein bisschen langweilig, oder? Alter, das sind noch viele, hey! Man kann ich irgendwie vielleicht mehr auf einmal kaufen oder so. Sieht nicht so aus. Wie jetzt. Ah, seltenste oben. Häufigste oben. Nach Element. Nach Effekt. Was? Rekudo Sennin. Ching ching. Ja gut, ihr seht ja schon, hier gibt es einiges zu kaufen, nicht wahr? Müssen wir uns ja nicht alles in diesem Part noch antun, vor allem weil der gerade ziemlich gewaltig wird. Von der Länge und von der Bytegröße. So, zum Shop, was wir noch alles kaufen können. Wie sieht es in der Sammlung aus? Hier war ich, glaube ich, noch nie. Halte bei gefühlter Schackanzeige Dreieck gedrückt, um es zu aktivieren. Du kannst jederzeit deine Items ansehen. Ja, dankeschön, Fei. Genauso nervig wie Fei. Tauschen Item, einfach Überblick, wa? Ja. Neu, was wir gerade alles gekauft haben. Ist immer noch selbst erklären oder eben Tauschen Items, hier auch. Hier können wir das Kartenbild bearbeiten. Den Text bearbeiten. Alles für den Online-Modus, oder? Sieht so aus. Die Werkzeuge. Mal schnell. Ich habe da gerade ultimative Jutsu gesehen. Hier ist anzeigen lassen. Okay.
Ja, kann ich die irgendwie auch selber bearbeiten oder so? Hä? Wie jetzt? Gegner wählen Sasuke. Hä? Was kann... Ist nicht wahr, oder? Das will ich jetzt mal kurz testen. Und zwar, wie mache ich das am besten? Genau, mal Rasen Shuriken. Nehmen wir mal das Rasen Shuriken mal ein bisschen schwach. Das hier. Und zwar gegen Sasuke als Schauplatz. Ja. 5K-Gipfelort. Und jetzt können wir uns wirklich ansehen, wie das Jutsu aussieht. Ist ja geil, ey. Nicht schlecht, Herr Specht. Coole Funktionen. Hut ab von den Entwicklern, dass sie so etwas eingebaut haben. Gut, hätten wir das alles auch. Was haben wir sonst noch für interessante Jutsu, sag ich jetzt mal, wa? Wie jetzt fehlt eins? Hä? Wie kann ein ultimatives Jutsu fehlen, wenn wir alle Charaktere freigeschaltet haben? Wie jetzt schon wieder? Wie geht denn das? Kamui von Kakashi bin ich auch gespannt. Nehmen wir mal Kabuto Yakushi als Schlangenumhang. Ja, Kabuto Maoboleo. Dann schauen wir uns mal kurz diese Scheiße hier an. Na, wie sieht der Move aus? Und tschüss! Einfach schnell in eine andere Dimension. Dimension verbannt. Die Kraft seines Mangekyo-Sharingans. Von dem ja viele sagen, und ich behaupte das auch, dass es das gleiche Jutsu ist, mit dem sich auch Tobi zwischen den Dimensionen hin und her bewegt. Daher auch die Vermutung, dass dieses Augenjutsu von Nobito stammt. Also auch das von Tobi, meine ich. Was gibt's da noch hin? Boah, fehlt hier vieles. Das darf wohl nicht wahr sein. Wie geht das überhaupt? Da bin ich ein bisschen verwirrt. Savakuro, Sandgefängnis, Speerangriff, Riesensand, Trauerzug, Galandra Sengan. Ja, sonst hängt etwas Interessantes. Das Jutsu des zweiten Kages. Wieso eigentlich nicht? Und wieder mal muss Kabuto Mao dran halten. Alter, verdammte Scheiße! Ja, der ist wirklich der Meister beim Wasserjutsus. Wohoho. Hat das ausgesehen. So, was gibt's dann noch alles für interessante Dinge? Das von Kakashi, ja, die kennen wir bereits zu Genüge. Von Minat, was verbotenes Jutsu der verlorenen Seelen. Nee, oder? Gegen sich selbst. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil ich dachte eigentlich, das wäre das Jutsu von Kabuto Maru, nicht von Kabuto. Achso, was ist das hier? Ganz lässig. Grins, grins. Ja. Dankeschön für den Show-Modus. Aber wenn wir gerade dabei sind, Edo TC würde mich schon noch interessieren. Und vor allem auch, das kennen wir auch von Itachi. Eisenzahn im Festen kennen wir auch. Beschwörung Neunschwänziger. Beschwören wir mal schnell den Kyuubi, wa? Ja. Kyuubi beschwören. Beschwöre den Kyuubi! Mach ein bisschen hinne. Ja, der Kyuubi! Wow, also eigentlich dürfte jemand nach diesem Schlag nicht mehr aufstehen. Nie wieder müsste es direkt aus dem Speicher der PlayStation 3 geworfen haben, direkt rausgelöscht. Eigentlich. Ja, so viel dazu. Es gibt noch eigentlich auch das Erstpfad drin, ne? Bin aber gar nicht mehr sicher, wie das Jutsu aussah. Oh mein Gott, ein Part.
Alter, 35 Minuten dauert er bereits. Ach so, das war's. Die lahme Show. Also eigentlich müsste bei seinem Ultimate Jutsu sowas wie Chibaku Tensei und so kommen, oder? Das wäre mal was richtig Ultimatives. Ah, sein Shinto-Jutsu. Das müsste ja auch ziemlich krass sein. Ziemlich krass. Ich mach mich nass. Was? Nee. Sah jetzt nicht so beeindruckend aus, aber eigentlich müsste es ihn in Stücke gerissen haben. Das Staubelement Shinto. Gut, haben wir bald alle, dann kann ich auch gleich meinen Part beenden. Endlich mal. Was fehlt eigentlich noch? Ich dachte, noch etwas mehr fehlen. Die Fliegerbombe, ja. Die Säureexplosion hier. Echt schon alles? Ich dachte, da wäre noch etwas, was ich vergessen hätte. Also etwas, sag ich jetzt mal, Spannendes, oder? Aber nein, das war's wohl soweit. Fehlt noch ein News vom ersten Hokage. Ach nö. Jetzt sagen wir bloß... Ja, ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich muss, glaube ich, erst einmal im normalen Modus, sprich jetzt entweder im VS-Modus oder im Überlebensmodus oder online, wie auch immer. Ich muss zuerst einmal selber ein Ultimate Jutsu ausgeführt haben, bevor es hier angezeigt wird. Das wird auch klären, wieso das Ultimate Jutsu vom ersten Hokage nicht dabei ist. An dem haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig gespielt. Jo, das wird eines erklären. Also. Ist auch geklärt, hier Bilder, viel mehr Anzeigen, was gibt's denn hier? Oh nein, nicht die. Ja, ich weiß, was das sind. Die ganz vielen vom Story-Modus, sicher auch noch ab und zu interessant. Ja, und Killer Bee. Die mal reinziehen, machen wir jetzt aber nicht. Auch die Credits nicht. Passwort eingeben. Oho, stimmt ja. Da hat er gerade bei der Collectors Edition noch ein paar Karten dabei, die ich hier eingeben könnte. Ja, das mache ich vielleicht mal. Aber nicht jetzt. Oh ja, die Rückkehr zum Titelbildschirm. Uff. So, Freunde, mit diesem Satz und mit dieser Endung, mit diesem Ende, ist auch schon das Let's Play beendet. Vielen Dank nochmal fürs fleißige Mitfiebern, fürs fleißige Zusehen, Kommentieren, Feedback geben und so weiter und so fort. Weiter geht's mit Generations. Erst dann im Online-Modus, der noch etwas auf sich warten lässt. Ich werde das schon noch früh genug ankündigen. Oder ihr seht einfach, wann ich mal die Let's Fight Online-Parts raushauen werde. Ja. Sonst mit Naruto geht's damit Ultimate Ninja Storm 1 oder 2 weiter. Muss ich mal schauen, wann und mit welcher. Alles klar. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao zusammen!